Wie passt das zusammen? Deutschland holt Kohlekraftwerke aus der Reserve, wie hier Block 7 im Großkraftwerk Mannheim. 70 Kilometer südöstlich in Neckar-Westheim wird eines der letzten Kernkraftwerke abgeschaltet. Es stößt kaum Treibhausgase aus, sondern nur Wasserdampf. Gleichzeitig werden bei unseren europäischen Nachbarn neue Kernkraftwerke gebaut. Ist Deutschland mit dem Atomausstieg auf einem Irrweg? Wir sind die Geisterfahrer und das ist was Typisches Deutsches. Wir meinen, am deutschen Wesen soll die Welt genesen und keiner folgt uns. Also wenn ich es im Ausland vorstelle, so wie wir heute dastehen, also egal wo sie in der Welt hingehen, kratzen sie sich schon den Kopf nach dem Motto, aber ihr wisst schon noch, wie elektrische Stromversorgung gemacht wird. Wir müssen den Planeten retten und Atomkraft kann einen Beitrag leisten. Schweden ist auf Einkaufstour für neue Atomkraftwerke. Das Atomkraftwerk Isar 2 in Bayern, eines der letzten 3 Kernkraftwerke in Deutschland. Seit 25 Jahren arbeitet hier Stefan Zöttl. Den Atomausstieg kann er nicht nachvollziehen. Isar 2 könnte auch in Zukunft große Mengen Strom erzeugen, ohne klimaschädliche Emissionen. Überall reden sie vom Klima. Und mir schaut man, ob so etwas fürs Klima top ist, sage ich mal. Und fahren die Kohlekraftwerke an. Das ist eigentlich unerklärlich für mich. Stefan Zöttl arbeitet in der Werkstatt des Kernkraftwerks. Er repariert Maschinenteile oder stellt sie auch komplett selbst her. Zöttl ist stolz auf seine Arbeit und die seiner Kollegen. Isar 2 wird bei jeder der jährlichen Überprüfungen, den sogenannten Revisionen, gründlich durchgecheckt. Die ist top in Schuss, die Anlage. Also, die ist ja, jeder würde sagen, eigentlich noch wie neu. Es ist ja immer repariert worden alles und ausgetauscht. Und Revisionen, es sind ja jedes Jahr Revisionen, wo alles repariert wird und perfekt gewartet. Stefan Zöttl zeigt uns die Turbinenhalle von Isar 2. Der riesige Generator hat in den zurückliegenden 35 Jahren 400 Milliarden Kilowattstunden Strom erzeugt. Das entspricht dem Verbrauch von 3,5 Millionen Haushalten. 10-mal war das Kraftwerk Weltmeister bei der erzeugten Jahresstrommenge. Die Stimmung in der Belegschaft ist kurz vor der Stilllegung angespannt. Den einen macht es nichts, aber mir macht es eigentlich schon ein bisschen kaputt, muss ich sagen. Also, ich darf das gern weiterlaufen sehen. Deutschland schaltet seine letzten Kernkraftwerke ab. Was denkt der Rest der Welt darüber? Wir haben uns auf die Reise gemacht. Die Internationale Atomenergieorganisation in Wien. Hier wird die weltweite friedliche Nutzung der Kernkraft reguliert. Die Organisation überprüft auch die Sicherheit bestehender und neuer Anlagen. Der Generaldirektor ist Rafael Grossi. Fragt man ihn nach dem deutschen Atomausstieg, übt er keine direkte Kritik. Stattdessen beschreibt er die besondere Rolle Deutschlands in der Welt. In manchen Ländern gibt es nicht diesen ideologischen und politischen Ballast wie in Deutschland. Ich will eigentlich gar nicht zu viel darüber reden, aber eins ist klar, verglichen mit Deutschland finden Sie im Rest der Welt das Gegenteil. Deutschland schaltet ab, ist aber von Atomkraft umgeben. Frankreich betreibt 56 Atomreaktoren, einer wird gebaut, 6 weitere sollen dazukommen. Belgien hat die Laufzeit von 2 seiner 5 Reaktoren um 10 Jahre verlängert. In den Niederlanden sollen 2 neue Reaktoren gebaut werden. Das Vereinigte Königreich hat 9 Reaktorblöcke, 2 weitere sind im Bau, 2 in Planung. Auch Schweden will ausbauen, zurzeit laufen dort 6 Reaktoren. Finnland hat 5 Atomreaktoren, darunter einen der neuesten Europas. Polen steigt ganz neu ein. Der Bau von 6 Atomreaktoren ist geplant. Auch andere osteuropäische Länder setzen weiter auf Atomkraft und wollen ausbauen oder die Laufzeiten verlängern. Es passiert gerade sehr viel, beileibe nicht nur Absichtserklärungen.
Länder stecken Geld in die Entwicklung oder bauen neue Atomkraftwerke. Schaut man sich in der Welt um, sieht man, die meisten Länder versuchen in ihrem Energiemix als Grundlast rund 15–20% Atomkraft zu haben, damit sie dann erneuerbare Energien besser in ihre Stromnetze integrieren können. That would allow you to integrate more renewables and other clean energy sources. Wir wollen uns selbst ein Bild machen von der Lage in der Welt. Sind wir mit dem Atomausstieg in dieser konsequenten Form wirklich ganz allein? Wir beginnen unsere Reise in einem Land, das bis vor kurzem noch aus der Atomkraft aussteigen wollte, in Schweden. Ein Land mit reichlich Wasserkraft und kaum fossilen Energieträgern. Der Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz zu Besuch in Stockholm. Im frühen Morgenlicht versucht er, eine gute Figur zu machen. Fotos und Selfies mit Mitarbeitern und Botschaftspersonal. Leider hat der Minister trotz wiederholter Anfragen aber keine Zeit für ein Interview zum Atomausstieg. Wir begleiten ihn zum Treffen mit der schwedischen Amtskollegin. Ebba Busch will neue Atomkraftwerke bauen lassen. Schweden hat gerade den Ausstieg aus der Atomenergie rückgängig gemacht. Auf der Pressekonferenz fragen wir Robert Habeck nach dem Gegensatz zwischen Deutschland und Schweden bei der Atomkraft. Wie haben Sie Ebba Busch erklärt, dass es Deutschland ohne Atomkraft in Zukunft schaffen wird, seine Klimaziele zu erreichen? Und das ist der Unterschied im Energieverständnis. Schweden baut ein Atomkraftwerk. Schweden hat auch starke Wasserkraftwerke, die dann dauerhaft quasi grundlastfähigen Strom liefern. Wir werden sehr zeitnah die Ausschreibungen starten für Wasserstoffkraftwerke. Also wir bauen auch neue Kraftwerke parallel zu dem Ausbau der Erneuerbaren, nur eben Kraftwerke, die zu unserem Energiesystem passen. Was Habeck nicht sagt, die neuen deutschen Kraftwerke werden über Jahre mit Gas betrieben, das zur Erderwärmung beiträgt. Unser Eindruck, der Minister möchte lieber nicht über den Atomausstieg sprechen. Europa ist geeint in den Zielen, aber durchaus unterschiedlich in den Wegen, sie zu erreichen. Und im gewissen Sinne ist das völlig in Ordnung und auch ein Wettbewerb zwischen den Energiesystemen, wenn man so will. Und die Energiesysteme müssen zu dem Land jeweils passen. Was zu Schweden passt, daran lässt Ebba Busch keinen Zweifel. All good powers unite. Wir brauchen alle guten Energieformen. Wir brauchen viel Strom, auch wenn die Sonne nicht scheint und der Wind nicht weht. Ist es möglich, sich hohe Klimaziele zu setzen und gleichzeitig das Wirtschaftswachstum und den Wohlstand zu steigern? Bei dieser Schlüsselfrage sind wir zu dem Schluss gekommen, dass wir beides brauchen: erneuerbare Energien und Atomkraft. Schweden ist bei der Stromproduktion eines der saubersten Länder Europas. Zuletzt stammten rund 30% des Stroms aus Atomkraft. Ebba Busch erklärt uns, warum Schweden jetzt weitere Atomkraftwerke bauen will. Die Frage des Klimaschutzes ist eine Schicksalsfrage. Schweden hat noch immer einen hohen CO2-Ausstoß in der Schwerindustrie und im Transportsektor. Wenn wir das durch Strom ersetzen wollen, geht das nicht allein mit erneuerbaren Energien. Da brauchen wir Atomenergie. Die Botschaft Schwedens an die Welt ist: Schweden ist auf Einkaufstour für neue Atomkraftwerke. Warum setzen europäische Länder weiter auf Atomkraft? Sind sie einfach sorgloser als wir? Wir machen uns auf den Weg zu einer Insel an der finnischen Westküste, zum neuesten Atomreaktor in Europa. Das Kernkraftwerk Olkiluoto 3 ist der erste europäische Druckwasserreaktor eines neuen Bautyps. Er geht gerade ans Netz. In der Turbinenhalle erklärt Juha Poikula Einzelheiten zum Bau. Das Kernkraftwerk wird nach Schätzungen finnischer Medien insgesamt rund 11 Milliarden Euro kosten. Wegen technischer Probleme hat sich die Inbetriebnahme immer wieder verzögert. Wir waren die Ersten, die ein Kernkraftwerk gebaut haben, nach einer langen Pause von 20 Jahren. Deswegen mussten wir vieles neu lernen. Wir waren die Pioniere.
Jetzt gibt es viele Investitionen in ganz Europa und bei den nächsten Bauten wird das in Zukunft schneller gehen. Sogar Kamerateams aus Japan sind da. Auch deutsche Journalisten wollen den Reaktor aus der Nähe sehen. Die riesige Turbine stammt von Siemens und einem französischen Partner, der Generator ebenfalls. Die Anlage liefert 1600 Megawatt. Nach der Inbetriebnahme kann das Kraftwerk 14% des gesamten finnischen Strombedarfs decken. Ich hoffe, die Deutschen folgen der, wie ich es nennen würde, finnischen Erfolgsgeschichte. Unser Strom ist sauber und günstig. Wir hatten im letzten Jahr den zweitniedrigsten Strompreis in Europa. Die Kombination aus erneuerbaren Energien und Kernkraft ist eine finnische Erfolgsgeschichte. Finnland baut mit dem neuen Atomkraftwerk seinen Anteil an klimafreundlichem Strom aus. Der Energiemix durch Olkiluoto 3, 50% erneuerbare Energien, 40% Kernkraft. Helsinki. In der finnischen Hauptstadt wollen wir erfahren, wie es um die politische Unterstützung der Atomkraft bestellt ist. Es ist gerade Wahlkampf. Einer der Kandidaten ist ein Naturwissenschaftler. Der grüne Atte Harjanne war lange gegen Atomkraft. 2014 ließen die Grünen über die Frage der Kernenergie sogar eine Regierung scheitern. Harjanne hat seine Meinung geändert. Seine Botschaft jetzt: Atomkraft, ja bitte. Viele Leute erinnern das noch, dass ich früher dagegen war. Jetzt bedanken sich viele bei mir, weil ich für Kernkraft eintrete. Im Parlament ist Harjanne Fraktionsvorsitzender der Grünen, die Teil der Regierung sind. Er erklärt uns, warum die finnischen Grünen, anders als ihre deutschen Parteifreunde, jetzt für Atomkraft sind. Als Partei lassen wir uns von der Wissenschaft leiten. Wir sind die führende Wissenschaftspartei in Finnland. Und das schließt auch die Fähigkeit ein, seine eigenen Standpunkte zu hinterfragen und sie weiterzuentwickeln. Wenn man dazulernt, bekommt man bessere Argumente. Deshalb haben wir Grüne jetzt eine neue Position zur Atomkraft. Die finnischen Grünen halten Atomkraft für unverzichtbar im Kampf gegen die Erderwärmung. Der deutsche Atomausstieg und seine Folgen fürs Klima werden in Finnland aufmerksam verfolgt. Ohne Atomkraft ist es sehr viel schwieriger, Treibhausgase zu reduzieren. Das haben wir nicht nur in Deutschland gesehen, es war genau dasselbe in Japan nach Fukushima, nachdem sie die Atomkraftwerke abgeschaltet hatten. In Industrieländern brauchen wir auch in Zukunft Energie und die müssen wir irgendwie produzieren. Und wenn man dann nicht Atomkraft im Werkzeugkasten hat, dann führt das zu einer sehr viel längeren und massiven Nutzung von fossilen Energieträgern. Ganz in der Nähe des Atomkraftwerks entsteht das finnische Endlager Onkalo. Auf Finnisch heißt das so etwas wie kleine Höhle, Unterschlupf. 450 Meter unter der Oberfläche soll künftig der finnische Atommüll sicher verwahrt werden. Gebohrt hat diese Tunnel der Geologe Jyrki Liimatainen. Die Anlage gehört den finnischen Atomkraftwerksbetreibern. Nehmen Sie hier auch Müll aus dem Ausland? Wir nehmen hier nur finnischen Müll. Das ist hier wie in der eigenen Garage. Wir parken hier nur unsere Autos. Jyrki Liimatainen erklärt uns das Prinzip des Endlagers. Die abgebrannten Brennstäbe kommen in spezielle Gehäuse. Diese wiederum in Kupferzylinder, die dann mit ferngesteuerten Fahrzeugen in die Tunnel gebracht werden. Das finnische Endlager liegt tief im Granit. Liimatainen beschreibt den Aufbau. Der Atommüll kommt in solche Löcher, die sind 1,70 Meter breit und ungefähr 8 Meter tief. Die Wände sind aus Fels. Die Tunnel werden mit einem Gemisch aus Lehm und Ton verfüllt. Das Endlager ist auf 1 Million Jahre ausgelegt.
Hier gibt es keine größeren Erdbeben oder Vulkanausbrüche. Die ganze Gegend ist seit langem sehr ruhig. Das letzte vulkanische Ereignis hier war irgendwann vor 1300 Millionen Jahren. Das Tunnelsystem ist 10 Kilometer lang. Etwa 100 Tunnel sollen über die Jahrzehnte 6.500 Tonnen Uran aufnehmen. Eine Lösung, die auch den finnischen Grünen einleuchtet. Man muss hier das Risiko auch mal ins Verhältnis zu anderen setzen. Natürlich, Atommüll ist hochgiftig, stark radioaktiv, echt ekliges Material. Aber es ist kompakt, fest, verglichen mit zum Beispiel Treibhausgasen, die in die Luft geblasen werden. Man kann Atommüll einpacken und unter Tage bringen. Vielleicht keine ideale Lösung im Zuge einer perfekten Kreislaufwirtschaft, aber wenn man die Menge Müll ins Verhältnis setzt zu der erzeugten Menge Energie, ist das eigentlich eine sehr gute Lösung. Wir wollen vom Geologen wissen, wie konnte Finnland das Endlager in vergleichsweise kurzer Zeit bauen, während wir in Deutschland noch nicht mal einen Standort gefunden haben. Man muss nicht nach dem besten denkbaren Standort suchen. Man braucht einen Standort, der funktioniert. Und ganz wichtig ist dabei, dass wir hier die Unterstützung der Region haben. 60% der Finnen waren zuletzt für Atomkraft, nur 11% dagegen. Aber gibt es vielleicht bald ganz andere Lösungen für den Atommüll? Wir fahren nach Liverpool. An der englischen Westküste wird an einer Lösung des Endlagerproblems geforscht, ausgerechnet von einem deutschen Kernphysiker, der hier in einer Art selbstgewähltem Exil lebt. Bruno Merck hat Deutschland nach der Entscheidung zum Atomausstieg verlassen, wie andere Wissenschaftler auch. Merck ging mit seiner Frau und den beiden Kindern nach England. Zu Hause sah er keine Perspektive mehr. Das war einfach der Mangel an Aussichten, dass wirklich was passiert. Ich meine, ich habe eine unbefristete Stelle gehabt. Ich hätte so lange bleiben können, wie ich gewollt hätte in Deutschland. Das wäre überhaupt kein Problem gewesen. Aber ich hätte die Tür zugemacht und hätte dann für mich geforscht, hätte nette Publikationen geschrieben. Aber ich meine, ich habe immer eine andere Ambition gehabt. Die Ambition war immer, ich möchte auch was bewegen. Ich möchte was erreichen. An der Universität Liverpool wird Merck von vielen Kollegen bei seiner Arbeit unterstützt. Im Hochrheinraum des Physikalischen Instituts werden unter staubfreier Umgebung winzige Messfühler, sogenannte Detektoren, gebaut. Diese elektronischen Bauteile sind vielseitig einsetzbar, in der Medizintechnik, aber auch zur Steuerung der Kernspaltung in Atomreaktoren. Merck braucht solche Bauteile für sein Projekt. Er will einen neuen Reaktor entwerfen, der mit dem bereits vorhandenen Atommüll betrieben werden kann. In der heutigen Welt ist abgebrannter Brennstoff 95% Uran und ungefähr 5% oder 4% Spaltprodukte. Wir würden dann dorthin kommen, dass das Uran wirklich komplett gespalten ist. Dann sind Sie auf einmal an einem Punkt, dass Sie nicht mehr riesige Mengen haben, die Sie über sehr lange Zeit, weil es vermischt ist, entlagern müssen, sondern Sie würden halt dann nur noch diesen ganz, ganz kleinen Teil lagern müssen. Und deshalb eben der Gedanke, das Endlager würde dann vermutlich komplett anders aussehen. Merck betreibt Grundlagenforschung. In dem neuartigen Reaktor soll der Atommüll in heißem, flüssigem Salz aufgelöst werden. Experten halten das Projekt durchaus für vielversprechend, aber es wird noch viele Jahre dauern. Mercks Ziel: Unabhängigkeit bei der Energieversorgung. Wenn wir jetzt die Ukraine-Situation beobachten, dann stellen wir ja fest, Ressourcen, die wir nicht im Land haben, die können unter Umständen an schlechten Tagen nicht mehr fließen. Wenn wir in der Lage wären, das Uran, das in abgebrannten Brennstäben oder in Form abgereihten Urans bereits im Land ist, zu nutzen, dann hätten wir Energie im Überfluss. 4 Autostunden südlich unterwegs zu einer der größten Baustellen Europas. Wir begleiten eine Frau, die sich weltweit für Atomkraft einsetzt.
Diane Leitz war früher eine landesweit bekannte Gegnerin der Kernenergie. Sie hat ihre Meinung wegen der Klimakrise geändert. Es ist fantastisch, dass wir wieder Atomkraftwerke bauen, aber es müssen noch viel mehr werden als im Moment. In Hinkley Point an der englischen Westküste entstehen 2 neue große Druckwasserreaktoren. 2 weitere sollen an einem anderen Standort in England dazukommen. Es ist ein Mammutprojekt. Die Kosten haben sich gegenüber der ursprünglichen Kalkulation vervielfacht. Ohne Unterstützung durch die britische Regierung wäre das Projekt nicht zu schaffen. Auf der Baustelle arbeiten rund 9.000 Menschen, in der ganzen Region knapp 30.000 in Zulieferbetrieben. Für die Regierung ist der Bau eine riesige Infrastrukturmaßnahme für die englische Westküste. Diane Leitz informiert sich regelmäßig in Hinkley Point. Sie erhält aber nach eigenen Angaben kein Geld von der Atomindustrie, verdient ihren Lebensunterhalt mit Büchern und Vorträgen. Andrew Cockcroft von der Betreiberfirma erklärt die Strategie hinter dem Kernkraftwerk. Wir müssen im Vereinigten Königreich die alten fossilen Kraftwerke ersetzen, damit wir unsere Klimaziele erreichen. Und es gibt uns einfach eine sichere Energieversorgung. 6 Millionen Haushalte werden von hier CO2-armen Strom bekommen. Zuverlässig und bezahlbar. Der neue Reaktortyp wurde von Frankreich und Deutschland gemeinsam entwickelt. Er hat zusätzliche Sicherheitssysteme. Zum Beispiel soll ein verstärktes Betonfundament auch einen Kernschmelzeunfall beherrschen. Dass Umweltverbände trotz der verbesserten Sicherheit und der Einsparung von Treibhausgasen gegen den Reaktor kämpfen, ärgert Diane Leitz. Die Mutter 2 Kinder erinnert das an die eigene Vergangenheit. Diane Leitz hat früher selbst gegen Atomkraft protestiert, engagierte sich bei Greenpeace und anderen Umweltorganisationen. Nach einer Blockade der Waterloo Bridge in London stieg sie schnell bei einer neuen, besonders radikalen Gruppe auf. Leitz wurde eine der Sprecherinnen von Extinction Rebellion. Das Problem war immer, dass wir gegen beides protestiert haben, gegen Kohle und Kernenergie. Wir brauchen Kraftwerke für die Grundlast und das geht eben nur mit fossilem Brennstoff oder mit Atomkraft. Ihr seht das ja in Deutschland gerade. Wollt ihr Atomkraft oder wollt ihr Kohle? Ihr schaltet eure Atomkraftwerke ab und endet wieder in der Kohle. Jetzt demonstriert Diane Leitz in der ganzen Welt für Atomkraft als Mittel gegen den Klimawandel. Sie ist dabei ähnlich drastisch wie zuvor, als sie noch gegen Kernenergie eingetreten ist. Am Rande eines Weltklimagipfels inszeniert sie eine symbolische Hochzeit zwischen der Atomkraft und den erneuerbaren Energien. Ihr Erneuerbaren, nehmt ihr die Atomkraft als rechtmäßig angetraute Braut. Erzeugt ihr Strom, wenn der Wind weht und die Sonne scheint und fragt nach Hilfe, wenn ihr sie braucht. Deutschland ist sehenden Auges in diese Lage hineingegangen. Ihr wurdet seit Jahren gewarnt, dass die Energiewende nicht funktioniert, dass sie sehr teuer ist. Was passiert jetzt ab April? Ihr werdet immer Energie brauchen. Aber sie muss sauber sein, damit nicht noch mehr Leute durch die Luftverschmutzung sterben. Es geht nicht um Erneuerbare gegen Atomkraft. Es geht nur darum, kein CO2 in die Luft zu blasen. Nur das zählt. Das Vereinigte Königreich setzt im Kampf gegen den Klimawandel wieder auf Atomkraft. Größer könnte der Gegensatz zu Deutschland kaum sein. Anna-Veronika Wendland hat die Geschichte der Kernenergie erforscht. Die Technikhistorikerin tritt für Atomkraft ein. Für sie war es ein Fehler der Energiewende, die deutschen Kernkraftwerke abzuschalten, statt aus der Kohle auszusteigen. Man hat die Erneuerbaren hochlaufen lassen, das war ja auch der Plan, das war auch wünschenswert. Und man hat die Kernenergie abgeräumt. Und genau diese Kernenergie fehlt uns jetzt eigentlich im System. Also das ist gesicherte Leistung, die gleichzeitig CO2-arm ist. Und die könnte eben die Rolle übernehmen, die im Augenblick de facto die Kohle spielt. Im Kohlekraftwerk Mannheim wurden allein im Jahr 2022 rund 2 Millionen Tonnen Steinkohle verbrannt. Importiert aus der ganzen Welt mit entsprechenden Folgen für das Weltklima. Das Großkraftwerk ist nur einer von vielen Kohlemeilern, die die deutsche Stromerzeugung seit dem Atomausstieg absichern. Der Preis war hoch,
und die Entwicklung absehbar. Den Atomausstieg kompensierte Deutschland mit viel Kohle. Bei der Stromerzeugung lösten sich die deutschen Klimaziele in Rauch auf. Das zeigt ein Vergleich des CO2-Ausstoßes bei der Stromproduktion im Jahr 2022. Polen erzeugte mit überwiegend Kohle pro Kilowattstunde 867 Gramm CO2. Deutschland mit viel Kohle und Gas 494 Gramm CO2. Frankreich mit viel Kernkraft und nur wenig Kohle und Gas nur 83 Gramm Kohlendioxid pro Kilowattstunde. De facto bedeutet das erstmal für unsere Stromwirtschaft, dass wir zu den dreckigsten Stromwirtschaften Europas gehören oder in der EU gehören im Vergleich. Sehr oft sind wir die zweitdreckigsten nach Polen, wenn es nicht gerade das Wetter zulässt, dass die Erneuerbaren bei uns gut dastehen. Und das ist dann schon eine sehr schlechte Bilanz, wenn man sich überlegt, dass wir jetzt im Jahr 22 der Energiewende stehen und ungeheure Anstrengungen gemacht haben, um die Erneuerbaren zu fördern. Rund 100 Kernkraftgegner haben sich in Landshut versammelt, nur wenige Kilometer vom Atomkraftwerk ISA II entfernt. Die Stimmung ist gut. Auch Greenpeace sieht sich kurz vor dem Ziel. Rosi Steinberger ist die Landshuter Landtagsabgeordnete der Grünen. Sie hält Atomkraft für gefährlich. Auch hier, direkt vor der Haustür, könne sich ein Unfall wie im japanischen Atomkraftwerk Fukushima ereignen. Das ist jetzt 10 Kilometer von hier weg, dieses Atomkraftwerk. Und sollte es da zu einem GAU kommen, kann es sein, dass die Stadt Landshut unbewohnbar wird. Und das soll man nicht vergessen. Und dann wollen wir auch darauf hinweisen, dass tatsächlich am 15. April Schluss ist. Und in gewisser Weise freuen wir uns auch schon drauf, weil das unbedingt notwendig ist und wir seit Jahrzehnten darauf hinarbeiten. Wird die Freude über den Atomausstieg getrübt durch die gestiegene Kohleverstromung und die damit einhergehende Luftverschmutzung? Wir fragen nach. Ist es besser, auf die Kohle jetzt zu setzen, statt auf die Kernenergie? Das ist für mich eine Frage Cholera oder Pest. In Deutschland werden gerade Kohlekraftwerke reaktiviert. Zeitgleich werden die letzten 3 deutschen Kernkraftwerke heruntergefahren. Ist das für Sie nachvollziehbar? Nein, ist nicht nachvollziehbar. Man muss an allen Ecken und Enden mal den Strom einsparen. Zum Beispiel in der Nacht Straßenbeleuchtungen ausschalten. Wäre zwischen 23 Uhr und 5 Uhr morgens kein Problem. Und würde viel Energie sparen. Es werden zeitgleich Kohlekraftwerke reaktiviert und parallel werden die letzten 3 Kernkraftwerke in Deutschland heruntergefahren. Ist das für Sie nachvollziehbar? Es ist, also wünschenswert ist es nicht, ganz klar, aber es ist für mich das kleinere Übel, ganz ehrlich gesagt. Kohlekraftwerke sind das kleinere Übel, so denken viele hier. Wir stehen noch zum Atomausstieg und wir wollen nicht, dass das über den April hinaus dann noch mal geht. Einfach das noch mal deutlich sagen. Und Sie sehen ja, drüben ist Gegenkundgebung bei Nuklearia, die nach wie vor eine Laufzeitverlängerung fordern. Also die Stimmen sind ja immer noch nicht verstummt. Der Verein Nuklearia setzt sich für den Weiterbetrieb der Kernkraftwerke in Deutschland ein. Die Demonstranten hier bezweifeln, dass es ohne Kernenergie gehen kann und verweisen auf die umweltschädlichen Folgen der Verstromung von Gas und Kohle. Wir haben letztes Jahr 1/3 Kohlekraft im Strommix gehabt. Und das ist eine direkte Folge des Atomausstiegs. Wer die Kernkraftwerke abschaltet, bekommt die Kohlekraftwerke. Es war Robert Habeck, es waren die Grünen, die 19 Kohlekraftwerke letztes Jahr wieder ans Netz gebracht haben. Norbert Mann ist Mitglied der FDP. Für ihn ist der Atomausstieg kein Grund zum Feiern. Früher war er gegen Atomkraft. Ja, ich war ja mal Grüner und habe die Partei auch mitgegründet. Und ich halte es für den größten politischen Unfug, der im Augenblick in unserem Land passiert. Im Krieg, den Europa zurzeit erlebt, wo wir dringend auf Energie angewiesen sind, auf CO2-freie, möglichst CO2-freie, klimafreundliche Energie angewiesen sind, die vorhandenen letzten 3 Atomkraftwerke, Kernkraftwerke richtigerweise abzuschalten. Dass andere dem deutschen Atomausstieg nicht folgen, wundert hier niemanden. Wir sind die Geisterfahrer. Wir sind die Geisterfahrer und das ist was typisches Deutsches. Wir meinen, am deutschen Wesen soll die Welt genesen und keiner folgt uns. Er ist der Kopf hinter der deutschen Energiewende.
Patrick Reichen war früher einer der wichtigsten Lobbyisten für erneuerbare Energien. Jetzt ist er Staatssekretär, verantwortlich für den Umbau des deutschen Energiesystems. Das kommt mir ein bisschen so vor, gestatten Sie mir das, wenn ich das so sage, wenn wir jetzt unterwegs sind auf der Autobahn und alle kommen einem entgegen. Dann kann man ja denken, okay, die sind alle falsch abgebogen. Aber vielleicht denkt man auch irgendwann, vielleicht sind wir falsch abgebogen. Sind wir so ein bisschen was wie der Geisterfahrer bei der Energiepolitik? Also man muss immer unterscheiden zwischen Hype und realen Investitionen. Wenn man sich reale Investitionen anschaut, dann ist das, was gerade global passiert, der große Wind- und Solarboom. Und insofern bin ich da ganz gelassen. Wenn ich mir auf die realen Investitionen und die Zahlen angucke, weiß ich, dass wir auf dem richtigen Kurs sind. Und die Mediendiskussion, die es alle Jahr mal wieder eine neue Sau durchs Dorf treibt, die kann ich dann auch tatsächlich an mir vorüberziehen lassen. Die weltweite Entwicklung hin zur Atomkraft eine Erfindung der Medien? Wir fragen bei der Internationalen Atomenergieorganisation nach. Ich mache das hier ja schon seit Jahrzehnten und wir hören natürlich immer wieder, dass viele Projekte geplant sind. Der große Unterschied diesmal ist, dass bereits Geld fließt. Es werden schon Kernkraftwerke der nächsten Generation gebaut. Es geht jetzt darum, wann wird das zu vernünftigen Preisen sein und ob sie das einlösen, was wir uns davon versprechen. Unser Eindruck ist, in den nächsten 5 bis 6 Jahren werden wir diese Reaktoren sehen. Kein europäisches Land investiert mehr in Atomkraft als Frankreich. In Belfort werden Turbinen für französische Kernkraftwerke hergestellt. Hier stimmt der Staatspräsident die Nation ein auf ein ehrgeiziges Neubauprogramm. Wir haben uns heute hier versammelt, weil es der richtige Augenblick ist, weil wir das als Nation brauchen und die Bedingungen gut sind für die Renaissance der französischen Kernkraft. 6 neue Atomkraftwerke will Frankreich bauen. Der Bau weiterer 8 Anlagen wird geprüft. Frankreich ist stolz auf seine Kernkraftwerke, aber auch zu Recht. Wir fahren an die Küste der Normandie nach Le Tréport. Wie hier werden in einer bestimmten Baureihe seit dem vergangenen Jahr Risse in Kühlrohren gefunden, auch im Atomkraftwerk Penly. Zwischenzeitlich war die Hälfte der französischen Reaktoren vom Netz, was in Deutschland genau beobachtet wurde. Interview mit dem französischen Wirtschaftsminister Bruno Le Maire. Was denkt er über die Kritik aus Deutschland an der französischen Atompolitik? Ich respektiere die souveränen Entscheidungen jedes einzelnen Staates. Jeder kann seinen Energiemix unabhängig wählen. Ich kritisiere also nicht die Wahl Deutschlands, ich würde das niemals tun. Aber im Gegenzug erwarte ich natürlich auch, dass Deutschland die französischen Entscheidungen, insbesondere die Wahl der Kernenergie, nicht kritisiert. In Deutschland spricht man von französischen Schrottreaktoren. Was denken Sie darüber? Ich denke, Schrottreaktor ist ein bisschen übertrieben. Die Realität sieht so aus, dass es bei einer bestimmten Anzahl von Reaktoren technische Schwierigkeiten gegeben hat. Bei einem Dutzend Reaktoren hatten wir Stresskorrosion in einer bestimmten Anzahl von Reaktorleitungen. Wir haben diese Probleme behoben und haben im Januar 2023 wieder so viel elektrische Leistung erreicht, wie wir uns vorgenommen hatten. Anfang 2023 war ein Großteil der französischen Atomkraftwerke wieder am Netz. Deutschland importiert auch wieder Atomstrom aus Frankreich. Aber für Bruno Le Maire sind die Probleme noch nicht vorbei. Vor wenigen Wochen gab es erneut Risse im AKW Penly. Denken Sie, dass auch Deutschland eines Tages zur Atomkraft zurückkehrt? Das werden wir sehen. Ich kenne Deutschland sehr gut. Ich weiß, dass das ein sehr sensibles Thema ist. Ich war mit 15 Jahren in Deutschland, da sah man überall auf den Autos diese Aufkleber mit der gelben Sonne. Atomkraft, nein, danke. Atomkraft, nein, danke. Daran erinnere ich mich gut und weiß, wie aufgeladen die ganze Diskussion ist. Aber wir müssen uns auch alle darüber klar sein, dass unser Bedarf an CO2-armer Energie uns dazu bringen wird, mehr Strom zu erzeugen, ihn besser zu produzieren und das aus verschiedenen Quellen. Kein großes Industrieland ist Deutschland beim Atomausstieg gefolgt.
Eine ähnlich radikale Wende bei der Energieversorgung ist für Frankreich und andere große Länder eher unwahrscheinlich. Wenn man die Klimaziele 2050 wirklich erreichen will, geht das gar nicht ohne Atomkraft. Schauen Sie sich China an, die USA, Indien, auch Frankreich. Für all diese Länder geht es gar nicht ohne Kernenergie. Sie müssten sonst ihr komplettes Energiesystem umbauen. Dafür ist weder die Zeit da, noch das Geld. Zu den 92 Atomreaktoren in den USA sollen noch in diesem Jahrzehnt die ersten der neuen Generation dazukommen. Russland hat derzeit 37 Blöcke, 4 weitere im Bau. Indien baut zu seinen 22 Reaktoren gerade 8 weitere. China hat 55 Atomreaktoren, 19 im Bau. Und auch Japan nimmt trotz der Reaktorkatastrophe von Fukushima Reaktoren wieder ans Netz und will neue bauen. Wir sind zurück in Deutschland. Ein Grundproblem konnte auch 20 Jahre nach Beginn der Energiewende nicht gelöst werden. Wenn kein Wind weht und keine Sonne scheint, kommt kein oder nur sehr wenig Strom aus den erneuerbaren Energien. Die traurige Realität der sogenannten Dunkelflaute. Das Problem würde sich auch bei einer Verdreifachung der Anlagen nicht wesentlich ändern. Professor Harald Schwarz ist Spezialist für Hochspannungsleitungen und Energiesysteme. Mit seinen Studenten untersucht er die Stabilität im deutschen Stromnetz. Durch den Atomausstieg fehlt dem Netz immer mehr gesicherte Leistung, Kraftwerke, die man unabhängig vom Wetter betreiben kann. Und selbst wenn die Erneuerbaren viel Energie produzieren, belasten sie die Stromnetze. Hätten Sie mich vor 10 Jahren gefragt, hätte ich mir nicht vorstellen können, dass wir jemals an den Punkt kommen, wo wir heute sind. Ich bin auch immer noch überrascht, dass wir das System überhaupt noch stabil halten können. Also wenn ich es im Ausland vorstelle, so wie wir heute dastehen, also egal wo Sie in der Welt hingehen, kratzen Sie sich schon den Kopf nach dem Motto, aber ihr wisst schon noch, wie elektrische Stromversorgung gemacht wird. Deutschland kann schon jetzt seinen Strombedarf nicht mehr an allen Tagen selbst decken, muss Atomstrom aus Frankreich oder schmutzig produzierten Kohlestrom aus Polen dazu kaufen. Für Schwarz ist klar, durch den Atomausstieg wird die Abhängigkeit von der Kohle noch größer. Dann kommt im nächsten Winter genau die gleiche Situation, aber Sie haben noch nicht mal mehr die 3 Kernkraftwerke im Streckbetrieb da. Wir werden in jedem Jahr die gleiche Diskussion haben, wie viel müssen wir wieder aus der Reserve zurückholen, um halbwegs brauchbar durch den Winter zu kommen. Das ist einfach, ich sage jetzt mal, es ist Physik, es geht nicht anders. Wenn wir Dunkelflaute im November, Dezember, Januar haben und sag mal, diese beiden Quellen, Wind und PV, nur noch ein paar Prozent bringen, naja, wer bringt dann den Rest? Das fragen sich auch die deutschen Netzbetreiber. Die Schwankungen der erneuerbaren Energien führen dazu, dass sie sehr viel häufiger konventionelle Kraftwerke hoch und runter fahren müssen. Die Ausgleichszahlungen für diese sogenannten Netzeingriffe kosten jedes Jahr Milliarden. Wir haben als Netzbetreiber ja sehr klar gesagt, dass wir glauben, dass die 3 Kernkraftwerke, die in Deutschland derzeit noch im System sind, gut für die Stabilität des Systems sind. Wenn die Bundesregierung bei ihrer Position bleibt, dass die ab April dann nicht mehr zur Verfügung stehen, dann werden wir andere gesicherte Leistungen sichern müssen. Das heißt, wir werden wahrscheinlich im kommenden Winter eher noch ein bisschen mehr Kohleeinsatz sehen als im vergangenen. Das ist keine gute Nachricht fürs Klima. Wir wollen wissen, wie Unternehmen mit hohem Stromverbrauch mit der Situation zurechtkommen. Im Hamburger Hafen treffen wir Oliver Walter. Er arbeitet seit 39 Jahren in der Aluminiumherstellung, zeigt uns die riesige Produktionshalle. Die Firma Trimet steht als energieintensives Unternehmen gerade besonders unter Druck. Oliver Walter macht sich Sorgen. Wie lange geht es hier noch weiter? Hier wird Aluminium aus Tonerde gewonnen. Die Elektrolyseöfen kann man nur mit Strom betreiben. Wie heiß oder wie warm ist das da? Also wenn der Ofen eine optimale Temperatur hat, dann wird er 960 Grad haben. Der Stromverbrauch ist enorm. Entsprechend dick sind die Kabel. Der Stromzufluss geht hier über die Stromleitung 180.000 Ampere, dann über den Anodenbaum, durch die Anoden selber, durchs Elektrolyt, wo nachher die chemischen Prozesse stattfinden.
Wenn alle 270 Öfen in Betrieb sind, verbraucht die Hamburger Aluminiumhütte im Jahr allein so viel Strom wie eine Großstadt mit mehr als 1 Million Einwohnern. Andreas Lützerath hat am Standort Hamburg als Ingenieur gearbeitet. Heute sucht er als technischer Vorstand Lösungen für die angespannte Lage. Wir brauchen 24 Stunden am Tag Strom, 365 Tage im Jahr. Von daher gibt es einfach keine Phasen, wo wir sagen können, wir machen mal nachts aus, weil keine Sonne da ist. Oder bei einer Dunkelflaute, wir schalten mal mehrere Stunden ab. Sondern Grundlast ist notwendig. Weil immer mehr grundlastfähige Kraftwerke fehlen, wurde an den 3 deutschen Standorten der TriMet in den letzten Jahren 240 Mal der Strom abgestellt. Dauert eine solche Abschaltung mehrere Stunden, sind die Folgen nicht mehr beherrschbar. Wenn der Strom ausbleibt, dann friert alles ein. Und dann ist nachher so eine ganze Produktion eingefroren. Und um das wieder zu starten, benötigen Sie etwa 1 Jahr. Sie müssen wirklich alle Öfen ausbrechen und alles neu wieder aufbauen. Und damit ist wirklich einmal komplett eine ganze Produktion verloren. Das ist halt nicht wie ein Band, wo Sie einfach anschalten, ausschalten. Es gibt ein noch größeres Problem. Wegen des hohen Strompreises musste die TriMet 2/3 der Öfen in Hamburg ausschalten. Für die Beschäftigten hier kein einfacher Anblick. Dabei wird Aluminium dringend gebraucht. Ohne Aluminium gibt es keine Stromleitung, ohne Aluminium keine E-Mobilität. Aber der größte Kostenfaktor ist Strom. Und da haben Sie natürlich Regionen, Nahe Osten, wir können aber auch nach Russland gehen, in die skandinavischen Länder. Da ist der Strompreis ein ganz anderer. Viele Industrieunternehmen klagen derzeit über hohe Strompreise und mangelnde Sicherheit bei der Energieversorgung. Die Bundesregierung hofft, dass in Zukunft alles besser wird, der Ausbau der Stromnetze endlich vorankommt. Außerdem soll der Verbrauch sich künftig noch mehr danach richten, wann genügend Strom aus Wind und Sonne zur Verfügung steht. Natürlich bleibt, dass wir eine Lösung brauchen für die Zeiten, in denen weder Wind noch Sonne produzieren, die berühmte Dunkelflaute. Und dafür sind dann erst noch die Gaskraftwerke und im klimaneutralen Zustand die Wasserstoffkraftwerke da. Insofern wird das System durch die verschiedenen Elemente, flexible Stromnachfrage, Erzeugung von Wind und Solar, Batteriespeicher, aber eben auch Wasserstoffkraftwerke zusammengehalten. Die Kohle erwähnt er nicht. Dabei wird Kohle noch für einige Jahre unverzichtbar sein. Und Speicher oder Wasserstoff stehen noch lange nicht in großem Maßstab zur Verfügung. Auch deshalb ist Harald Schwarz skeptisch. Die Vision der deutschen Energiezukunft für ihn ein Abenteuer mit ungewissem Ausgang. Das kommt mir so vor, wir springen aus 10.000 Meter aus dem Flugzeug, ohne ein Konzept, ohne Fallschirm, aber mit viel Material und tollen Ideen. Und in dem Weg nach unten, und Sie fliegen ja eine Weile, bis Sie unten ankommen, diskutieren Sie, wie nähen wir einen Fallschirm, versuchen den jetzt so und so und so auszugestalten und argumentieren immer, bevor wir unten sind, ist der Fallschirm fertig. Das kann funktionieren, vielleicht ist der auch fertig. Aber ich würde es trotzdem nicht ausprobieren wollen. Das Kernkraftwerk Isar 2. Abschalten, projizieren die Umweltaktivisten von Greenpeace an den Kühlturm. Sie wollen sicher gehen, dass jetzt nicht noch etwas dazwischenkommt. Franz Jäger hat solche Aktionen in den letzten 38 Jahren immer wieder erlebt. Er hat Isar 2 mit in Betrieb genommen. Jäger arbeitet in der Leitwarte des Kernkraftwerks, verwahrt sich gegen das Argument der AKW-Gegner, Isar 2 sei nicht sicher. Es läuft wunderbar. Die Technik ist zwar alt, aber zuverlässig. Und jetzt muss man sie auf den Schrott schmeißen. Und obwohl es noch nicht kaputt ist und wunderbar läuft, kaum Störungen haben, das ist schon traurig. Das Kraftwerk könnte noch viele Jahre laufen, sagt Jäger. Er und seine Kollegen hätten es gehegt und gepflegt. Am Abschalttag muss er nicht arbeiten und ist froh darüber. Er möchte das Ende von Isar 2 nicht aus nächster Nähe miterleben. Manche machen Abschaltpartys, die freuen sich darüber, dass Milliardenwerte vernichtet werden, einfach in die Tonne getreten werden. Dann irgendwie ist es ja ein Volksvermögen. Jeder hat Arbeitsplatz, gibt Arbeitsplätze, es gibt Strom und wird einfach in die Tonne getreten. Und das können wir uns halt leisten und angeblich leisten. Aber für mich ist das kein Tag zum Feiern. Und am nächsten Tag beginnt der Rückbau.
Mit der Abschaltung der letzten 3 Kernkraftwerke in Deutschland endet am 15. April um 23:59 Uhr ein jahrzehntelanger gesellschaftlicher Konflikt. Es endet aber auch die jahrzehntelange Produktion von klimafreundlichem Strom mit einem einfachen Knopfdruck. Viele werden sich darüber freuen. Andere können bis heute nicht verstehen, warum es so weit kommen musste.